Aha, der Mr. Science schenkt seg ënnerlech Raufon ze hunn erläst den Ton vun enger Klangschossel op sech awiecken. Ja, spüren dese Klang an mengem ganze Kierper. A wéi des Tein entstehen, dat weisen ich haut an mengem Experiment. An den Ton do müsste lo mat dem Bengel do. Ja, indirekt schon. Durch Treibung mat der Schossel entstehen Vibrationen. Dat heißt, wenn vun der Schossel fänken un mat schwingen. A fir dat ihr dat besser gesit, hunn ich Schossel mat Wasser gefüllt. Wow, Vibrationen machen jo richtig Wellen an denger Schossel. Ja, dat sind Schallwellen, die wir hier gesehen. Hier verbrennen sie sich durch das Wasser, aber sie gehen natürlich auch durch die Luft verbreitet. Genauer wie d'Wasser besteht Luft aus Molekülen, an das gi vun der Schossel a Bewegung brucht. Sie stoßen zusammen an des Luftstes, breden sich dann wie Wellen an all Richtungen aus. Als Trommelfell könnt durch des Wellen auch und schwingen, an als Gehir verschafft dat zu engem Ton. All Ton, den wir hören, entsteht durch eine regelmäßige Bewegung von der Luft. Bei einem elektrischen Instrument geht die Luft durch eine Membran an der Box bewegt. An effektiv, Membran gesäide vibrieren. Bei Daventain gesäide net gut, weil de niedrig Frequenzen hunn. Als d'Oer heiert Frequenzen ab 20 Hertz, an dat sind 20 Bewegungen an der Sekunde. Wat ein Ton mir heisch geht, wird als Membran mehr sehr vibriert. Was als an lang nicht mehr gesehen kann als Ohr aber nach hören. 20.000 Hertz ist übrigens das Maximum, den als Ohr kann hören. An dat man Vibrieren schenkt bei den meisten Instrumenter zo zu treffen. Bei der Gitarre schwenkt Seit, die dann den Holzkipper vibrieren deet, weil den ha Pingpongsball gesäit. Bei der Maultrommel vibriert sogar dem Joseph sei Kiefer, den dann Schwingungen und Luft weitergëtt. Wir resümieren nach Enker, für einen Ton zu kriegen, brauchen also eine regelmäßige Luftbewegung. Richtig. Ohne Luftbewegung gibt es keinen Ton. Das Einzige, was den ändern kann, ist der weiß, wie in die Luft eine Bewegung kriegt. Und hier in diesem Keller steht eine Maschine, wo in die Luft durch eine Flamme und vibrieren kriegt. Ein Ton mit einer Flamme, da sind ich aber nur gespannt. Salut Jean-Claude. So, erklär uns mal, was das für eine Flamme ist, die hier Musik macht. Du sagst, hier ein spitzt, da wird gleich eine Plasmaflamme entstehen. Und dafür brauchen wir die Schaltung hier rundherum, die mischt eine ganz hohe Spannung. Aber für dich muss ich nur mal die Sache in Betrieb holen. Okay. Wow, lo geht es los. Also ich gebe mich zu wegschalen. Joseph, geh nicht so nah, hier ist gleich eine hohe Spannung drauf. Oh. Und ich will über 1000 Volt abdrehen, dann geht Plasmaflamme und guck ein Kehr. Aber mit diesem Neonstyp sehen wir, dass es sich nicht um eine Normalflamme handelt. So, Jean-Claude, allein durch das Flamme entsteht ja aber keine Musik, oder? Ma ja, hier ist noch ein Teil von der Schaltung, den ich dabei gebaut habe, extra für dich. Da können wir die Flamme ganz sehr zum Vibrieren bringen, aber wenn du lummer den Öl löscht, dann sehen wir, ob das funktioniert. Ja, die habe ich mal bräuchte. Und wenn ich einen heißen Ton spiele, dann vibriert die Flamme sehr, aber wenn ich einen tiefen Ton spiele, dann vibriert die Flamme los. Ja, ganz richtig. Und obwohl die Flamme sich verändert, sehen wir das mit menschlichen Ohren nicht mehr, weil das einfach zu sehr geht. An so eine Flamme wie die heute erhitzt die Luft natürlich ganz stark. Wenn die Flamme groß geht, dann dehnt sich die Luft viel aus, aber wenn sie mir klein geht, zieht sich die Luft drum zusammen. Und dadurch entsteht Luftstöße genauso wie bei einer Membran von einer Lautsprecherbox. Wow, Joseph, so ein Instrument für Lojorolo. Ich meine, das heute ein Instrument, das ist viel zu viel teuer, weil es braucht enorm viel Strom und außerdem ist es relativ gefährlich. Was ist denn los? Jean-Claude? Jean-Claude? Hallo? Ja, ich meine, wir sehen das in 2 Wochen rum. Jean-Claude! Jean-Claude! Jean-Claude!